Talk It Like Louis D. Also, ladies and gentlemen. Yes, baby. What? Habibi. Louis D in the house. Bounce. Yes, baby. Tun wir da gerade jetzt, Erste Episode, Habibi. Stehen alle auf. Alle, die uns am Anhören sind. Jetzt aufstehen und ein bisschen tanzen. Der Elefantenflow is in the house, baby. Darfst du auch nicht vergessen. Ladies and gentlemen, welcome to Louis D. Grüezi miteinander zu der allerersten Episode Yeah. mit einem Gast. Special guest. Absolut. Wir haben, ich will sagen, einen ganz grossen Applaus für den Maurus, einen Bruder von uns. Yes, baby. Ladies and gentlemen, Maurus in the house. Yes. Wir nennen den Namen den Maurus mit dem Zeni, Captain in der brasilianischen Nationalmannschaft. Niemand weiß warum, aber er ist es irgendwie. Hey Bro, danke vielmals, dass du gekommen bist. Genau. Sehr gerne. Du Handklatsch geben, ja genau so. Ich habe gemerkt, der ist Mach verdammt auch. weit. Mach auch. Abschlag. Ich habe gemerkt, der ist verdammt weit weg. Ja, voll. Ist ein breiter Tisch, oder? Brutal. Wir haben uns etwas ausgedacht, Bro. Brutal. Unser Tisch ist so breit wie sie Gäste, das ist so das Ziel vom Ganzen. Hey, danke Bro, vielmals, dass du dir die Zeit nimmst, dass du da bist, dass du dich mit uns unterhaltest. Hoffentlich auch ein paar Antworten gibst und nicht einfach nur gut aussiehst, als wie ein Dekorationsstück von uns oder so. Das ist vielleicht Gefahr. Ich habe gesagt, ich rufe mir den Maurus, also nein, das ist ein bisschen schwierig und so. Am Schluss muss ich 2 Bananen neben ihm. Ja. Nein, sehr, sehr gern. Ist auch für mich etwas Neues. Auch das erste Mal. Ja, freue mich, dass ich da bin. Gegenseitig Aber. mit Jungfer da. Ja. Gegenseitig in die Jungferung. Das ist eben geil. Yes. Warte, ich habe allererst die Frage. Ja. Weil wir kommen nachher zu dem Thema, was überhaupt der Maurus macht. Ja. Was für ein Auto bist du gekommen? G-Klasse. Oh, geiles Ich Sieg. hätte gedacht, der kommt jetzt voll auf Öko. Geo oder so, ich bin gewandert. Genau so haben wir gerne. Mars. Geil. Ich habe gedacht, der kommt jetzt voll die philosophische Frage. Kommt er einfach mit was für ein Auto Oh, bist du? das interessiert die Leute, glauben wir. Was hat er für einen Verbrauch? Auch nice. Hast du einen geleast oder gekauft? Eigentlich ist es mein Auto, wenn wir ehrlich sind. Von der Firma? Oder? Ja, genau. Ist gleich dies. Indirekt vielleicht schon, ja. Geiles Kann man schon so sagen. Bro, bevor wir vielleicht anfangen, wie ist die Connection, von wo kennen wir uns? Was dürfen wir? Was ist so unsere offizielle Story? Ja, also ich und der Renny kennen uns ja vom Militär, also vom WK. Wir haben das Land beschützt. Ja, Wenn ihr euch sicher gefühlt habt, dann ist das wegen uns gewesen. Über viele Jahre, jetzt haben wir nach vielen Jahren endlich in den Ruhestand können gehen. Yes. Wir haben gewonnen. Den Wir Krieg sind besiegt. Schweizer Militärveteranen, kann man sagen. Absolut, ich würde sagen, wir sind in Ruhestand. Brutal. Wir könnten eigentlich ein Doku machen über uns. Ja. Wie wir das überstanden haben. Der grüne Krieg. Aber wie ich immer erfahren habe und wie wir schon immer telefoniert haben, bist du überall viel im Militär gewesen. Bro, Das ist auch nicht. also eigentlich, wir sind im Militär gewesen, aber ich habe gar nicht gesehen im Militär. Ich bin mal weg gewesen. Nein. Bist du wirklich, das war immer der gewesen, wo er erzählt vom Militär. So schlimm gewesen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es für ihn schlimm war, aber es ist wahrscheinlich Ansichtssache. Wir haben uns am Morgen einmal gesehen, wenn wir uns am Morgen müssen treffen und dann waren wir wieder verpisst. Ja, also zusammen vor 4 Wochen weg haben wir es vielleicht 3 Stunden, 4 Stunden gewesen. Einmal Weg auf Zürich haben wir uns geteilt, wenn Physio hast oder so. Ja, stimmt. Aber weißt, er kennt die Story so nicht. Mit dem, du hast ja keinen Schweizer Pass, oder? Nein. Darum hast du geheiratet, das sind vielleicht überkommst. voll, Das ist ja jetzt 2 Jahre. Er will auch noch nachholen, weißt du. Swiss. Nein, nachher nicht mehr. Ich bin schon, ich sehe jung aus, wie 20, danke vielmals. Aber ich bin schon 30. Ja, gut. Gerade frisch 30 geworden. Frisch. Geil. Ja, gerade vor kurzem. Geil. Ey, ja, wie gesagt, danke vielmals, dass du da bist. Und wie soll man dich vorstellen? Oder willst du dich selber kurz vorstellen? Nein, ich kann mich eigentlich auch selber vorstellen. Kommt ein bisschen darauf an, was er alles für Info haben will. Schuhgröße, Raucher, nicht Raucher. Lieblingsposition. Also Fußballfeld, also was ist das geredet? Handballfeld, Lieblingsposition. Ja. Nein, ich bin der Maurus Peter. So ein bisschen, was soll ich so ein bisschen Ja, beruflich einfach sagen? so Oder? beruflich, was du machst. Was machst du? Was? Ich bin jetzt selbstständig mit dem Brüder zusammen seit doch gut 7 Jahren im Autohandel. Gratuliere. Ich habe ursprünglich Automech gelernt. Ja, das ist so ein bisschen zu meinem
berufliche. Ich wohne jetzt in Wallisellen. Ja. Und was macht ihr mit der Firma? Wir sind im Autohandel, also wir sind so ein bisschen im Premium-Segment, eigentlich schon von Anfang an. Also Premium sprich eigentlich so Autos 100.000, 200.000 aufwärts. Genau. Also du hast Automech gelehrt Genau, richtig. Ich habe noch Automech gelernt zuerst. und jetzt verkaufst du Autos, Jetzt verkaufe ich Autos, genau. Luxusautos. Ja, kann man so sagen. Ja. Brutal. Und wie war so der Switch gewesen? Also ist dein Bruder auch zuerst Garagist gewesen, oder hat er... Ja, eigentlich bei uns schon in der Familie vorher schon Eltern, Grosseltern, eigentlich immer so Autohandel, Automech, Lastwagenmech, so Sachen. Und ich habe dann eben noch Automech gelernt. Nachher meine RS gemacht und gerade zu der Zeit, wo ich meine Lehre fertig hatte, eigentlich nachher RS haben müssen machen fürs Militär, hat sich der Bruder selbstständig gemacht. Das ist jetzt eben gut 7 Jahre her. Er ist Also aber schon dein dort. Bruder hat jetzt angefangen Ja. und du bist dann so quasi reingerutscht. Genau, oder? richtig. Also er ist dort sicher schon 5 Jahre plus selber im Verkauf, gewesen, halt normal Angestelltenverhältnis. Ja. Und, Auch im Premium-Segment? Ja, nicht so wie jetzt. Okay. Nicht so wie jetzt. Nicht so intens? Eher so Mittelklasse. Okay. Und nachher habe ich eben RS gemacht und ich habe mich dort dann schon so die ersten 2-3 Monate bei ihm angefangen zu arbeiten. Ja. Und nachher RS gemacht und dann eigentlich ab dort, wo die Firma schon ein halbes Jahr bestehen war, bin ich dann auch 100% am Arbeiten gewesen. Was ist deine Tätigkeit jetzt so in der Firma? Was? Ich mache vieles im Bereich Einkauf auch. Natürlich klar, Verkauf nimmt den grössten Teil. Das machst du selber auch noch? Ja. Okay, gut. Ja. Der Brüder weniger im Verkauf jetzt, also allgemein so ein bisschen operativ, nicht mehr so viel wie am Anfang. Und jetzt klar bei mir Hauptsache Verkauf, aber auch sicher viel Einkauf. Ja, das sind eigentlich so die 2 Haupttätigkeiten. Wo du die Lehre gemacht hast du schon das Ziel gehabt, dass du so grosse Luxusautos verkaufst oder dass du in Zukunft schon so gross wirst? Hast du das schon gesehen oder hast du das auch wollen? Was ist so deine Zukunftsplan als junger Maurus? Ja, schwierig zu sagen, ist eine ganz andere Person gewesen, wie das ich jetzt bin. Also wirklich komplett anders. Ich bin auch sehr jung Vater geworden. Okay, gratuliere. Und danke. Und ist sicher, ich habe mich jetzt nie selber gesehen in dieser Situation oder dieser Position, wo ich jetzt bin. Wie soll ich sagen? Es ist klar, man denkt immer so, ich glaube, jeder oder viele in unserem Alter denken, träumen von geilen Autos oder dass du mal viel Geld verdienst, aber das dann auch wirklich umsetzt, ist immer etwas ganz anderes. Und ich denke, da ist sehr viel von meinen Brüdern seiner Seite gekommen, wo ich über das Geschäftliche gelernt habe, also auch komplett so als Person das Mindset für so etwas zu haben. Wie viel älter ist denn dein Bruder als du? Fast genau 10 Jahre. Okay. Also er war so auch ein bisschen eine Vaterfigur für mich. Also ich habe es gewusst, ich hätte es mir für dich. Ja, merci. Ich kann sagen, das ist eine gute Frage. Ja. 10 Jahre. Ja. Aber was ist denn, du bist jung Vater geworden. Ja. Ist das dann auch ein Ansporn für dich gewesen, mehr zu machen? Ja, erster Moment mehr Schock. Ist klar. Ich glaube, ich bin jetzt nie die Person, die sich vorgestellt hat, überhaupt. Also ich bin auch nicht in dem Alter gewesen, wo man sich wahrscheinlich klar ist über das, ob man Vater will werden oder nicht. Darf man sagen, kannst du erzählen, wie alt du bist? 16. 16, wow. Ja, also wirklich sehr jung. Ja. Sehr jung, ja. Und sicher erster Moment grosser Schock und dann auch mit der Zeit das zu verarbeiten. Und wie soll ich sagen, es ist dann so ein bisschen, bis du das realisierst wirklich absolut. und du dir auch der Verantwortung bewusst bist. Ja, Weil ich muss ehrlich sagen, grosse ich bis von dem Moment an, wo das erste Mal dein Kind in der Hand hast, bis du dir dann auch wirklich deine Pflicht als Vater bewusst bist, ist sicher auch nochmal für mich jetzt speziell, ich meine, es ist für jede Person anders, ist sicher nochmal eine Zeit vergangen. Jetzt im Nachhinein muss ich aber sagen, für mich als Person, um sich zu entwickeln, hat sich das sicher Positiv ausgewirkt. sehr positiv, ja, definitiv. Weil ich sage offen, ich bin jetzt nie die Vorzeigeperson gewesen, überhaupt nicht. Also gar nicht, ganz und gar nicht. Egal ob es geschäftlich oder sonst auch bezogen. Ich habe
viel Probleme gemacht. So, also, kennen sich auch selber, sind wahrscheinlich auch nicht Vorzeigekinder gewesen, Oberstufenzeit und diese Sachen. Ja, das einerseits und halt eben auch die Brüder, so als Vaterfigur für mich. Schon stelle ich mir schon auch schwierig vor, weißt du, wenn du dann so gerade nach dem Militär bist Vater, nachher gehst du in die Berufswelt, wirst selbstständig, oder viel zum Jonglieren gehen miteinander. Das ist schon heavy Respect, dass du das so gehandhabt hast. Nein, ist sicher auch sehr viel dank meiner Freundin, wo ich auch jetzt immer noch zusammen bin. Und natürlich auch Familie. Ich habe eine sehr grosse Familie, vor allem für einen Schweizer. Ich habe 4 Schwestern und 2 Brüder. Also für Schweizer Fälle ist wirklich grosse Wirklich, Familie, Ich sage, brasilianische Nationalmannschaft. Das gehört selten, weißt du? Das ist bei mir meine ganze Verwandtschaft mit allen Cousins und sieben Onkels zusammen gleichzeitig. Ja, und ich habe wirklich immer sehr viel Support für ihn gehabt. Mega. Ja. Applaus mal für Applaus für die Familie. Ein intensiver Applaus für die Freundin Familie. und unsere Plus für die Frau. Freundin. Bravo, der ist stark. Super. Und jetzt die Filiale ist in Zürich selber, oder? Ja, genau. Da Zürich ist, Altstädte. Zürich in Altstädte. Die ist immer noch, da ist dort das Flaggschiff, das bleibt dort, oder ist da, haben da explodiert? Ja, also wir sind innerhalb von Altstädte schon 2-mal gezügelt. Eigentlich sogar 3-mal geht das erste Büro. Das allererste Büro, das ist wirklich eine kleine Abstellkammer, fast blöd gesagt. Nach das zweite Büro ist dann mit der Zeit, also ziemlich schnell nach so einem Jahr zu klein wurde eigentlich von der Größe her. Dann sind wir eigentlich ins dritte oder zweite Büro gegangen, wo wir dann auch ein bisschen länger gewesen sind, wo wir dann wirklich auch die Firma aufgebaut haben, sehr viel, wie soll ich sagen, wo wir wirklich sehr viel uns weiterentwickelt haben. Und jetzt am aktuellen Standort sind wir gut 1,5 Jahre, würde ich sagen. Ah, dort sind wir ja schon 1,5 Jahre? Ja. Dort, wo ich schon 2-3 Mal Ja, genau, wo du besucht bist. Sind wir sicher aber auch ein Jahr vorher schon umbauen gewesen, ist noch eine Nissan-Garage vor drin gewesen. Ja. Genau. Ah, Nissan, voll, da will ich Ja, genau. Und jetzt sind wir ein Jahr am Umbauen gewesen und jetzt sind wir circa seit 1,5 Jahren dort drin. Jetzt haben wir das ja noch Aussenterrasse gemacht für im Sommer. Genau. Da mit der Bar, die du erzählt hast, Ja, genau. ist da jetzt realisiert worden? Ja, genau. Geil, komm ich vorbei. Als ich letztes Mal bei ihm war, wie alt ist wie bei Batman. Du gehst 3-4 Mal ab, ich so, mein Gott, es kommt da unten was verteilen, können wir da unten führen, ich schwöre. Crazy. Geil, in dem Fall jetzt 1,5 Jahre schon dort. Ja. Wie viele Mitarbeiter haben wir? Mit der Buchhaltung, alles zusammen, sind wir jetzt das 12. Ah, sehr gut. Ja. Super. Und was ist so das grosse Ziel? Weißt, wenn ihr noch mehr, wenn ihr grösser werden, was ist so das Ziel, wenn ihr... Grösser eigentlich nicht, nein. Du merkst es auch, desto mehr du Leute in der Firma hast, desto komplizierter wird es. Ja. Wie viel? Man sagt eigentlich auch so ein bisschen, du hast da wirklich so gewisse Skalierungen, was dann auch immer mehr Herausforderungen bringt, wenn du 5 Leute in der Firma bist, wenn du 10 Leute bist, wenn du 50 Leute bist, wenn du 100 Leute bist und so weiter. Und das merkst du wirklich extrem. Also schon zum Anfang, wo wirklich ich, der Brüder, vielleicht ein Buchhalter und noch ein Verkäufer waren, ist schon etwas ganz anderes zu, was es jetzt ist. Wie, du hast vorhin gesagt, du hast eine grosse Familie. Ist das, wenn jetzt die Firma ist ja dir und dein Bruder, oder? Ja. Wie viel Teil von der Familie ist involviert in der Firma? Wir haben unsere Mutter angestellt. Sie ist schon noch kurz vor Pension jetzt. Dass sie sicher noch etwas hat, bis wenn sie pensioniert ist. Und plus, dass ich auch ein bisschen auf euch aufpassen. Ja, genau. Mutter an, oder? Genau. Nein, und meine Schwester schafft noch die eine 100% angestellt. Und jetzt mein kleiner Bruder, der hat jetzt das Gimmi fertig gemacht. Als Übergang einfach bis zum Studium ist er sicher noch bei uns. Ja. Ja, genau. Aber du selber hast nicht studiert, oder? Nein. Ich habe wirklich einfach noch meine Lehre gemacht und nachher eigentlich direkt. Und nachher learning by doing. Ja, also eben wirklich sehr, was Geschäftliche angeht und auch sonst so ein bisschen, wie soll ich sagen, den Kopf, das Mindset bekommen, habe ich eigentlich zum Glück sehr, sehr viel vom Bruder lernen. Ah ja, das ist schon schön, wenn so... kannst du es ein bisschen vielleicht detaillierter erzählen für die Leute, was für ein Mindset? Also, dass man muss arbeiten, dass man muss ehrgeizig sein oder dass man muss, weiß auch nicht, Luxusauto kaufen. So ein bisschen wieder auf meine eigene Person bezogen. Ich bin wirklich gar nicht die Arbeitsperson gewesen. Ah, okay. Ich sage es auch offen, ich bin eher ein Fauler gewesen, der bei der Arbeit, bei der Schule das Minimum vom Minimum gemacht hat, dass es gerade so durchgeht.
Und wie soll ich sagen, es kommt natürlich auch ein Teil von dir selber, ein Teil von dir alleine, wenn du anfängst für dich selber zu arbeiten und nicht einfach für jemanden, der oben an dir ist. Absolut, ja. Vielleicht auch ein bisschen mit dem Alter, aber auch so ein bisschen der Grundgedanke für die Arbeit, wie du Sachen lernen kannst. Ja. Weil, ich weiß nicht, vielleicht mit 14, 15 verstehst du nicht, was dir wirklich Mehrwert bringt. Für mich jetzt im Nachhinein, muss ich auch ehrlich sagen, viele Sachen, die ich in der Schule gelernt habe, jetzt abgesehen vielleicht von Sprachen, die dir wirklich etwas bringt, wie Englisch zum Beispiel oder auch sonst Fremdsprachen, muss ich ehrlich sagen, ist für mich nicht wirklich ein Mehrwert gewesen. Ich meine, Absolut, ja. Ja, das ist ja sowieso immer eine grosse Thematik, weißt du, die Sachen, Ja, was bringen die überhaupt so? ja. Ich glaube, Ja, es ist halt oftmals einfach ein bisschen, dass du schon mal Berührungspunkte hast mit dem, ob du herausfindest, weißt, wenn du jetzt irgendwie Geometrie hast oder so, oder Geografie, Ja. dass du einfach mal ein bisschen siehst, habe ich Interesse für das Thema oder nicht. Ja. Ich finde, für das ist es nicht schlecht, dass das mal so Berührungspunkte hast mit so Themen. Du darfst nicht Falsches sagen, deine Frau ist Lehrerin. Ja. voll. Also ob sie dort nicht mehr zuschauen. Wenn ich etwas Falsches sage, muss ich heim Strafzüge machen. Weißt du nicht? Ja, jetzt ist ein Props. Ja, direkt habe ich Samstagmorgen. Dann ist Mittwochnachmittag, ist nicht so? Oder Mittwoch. Ja, jetzt Mittwochnachmittag. Ja, voll. Ja, also weißt du, verstehe mich nicht falsch, Schule ist sicher etwas Wichtiges, Ja, ja. aber Ja, das, wenn wir ich denke, malen. unser Schulsystem ist ein bisschen veraltet, so wie das es jetzt ist. Ich meine, ganz ehrlich, wenn du nicht spezifisch jetzt Hochbauzeichner willst werden, was brauchst du an Pythagoras? Ja. Ja, absolut. Also weißt das ist du, schon. wenn du das lernen willst, dann kannst du das ja sicher lernen, aber wenn du spezifisch jetzt für das nicht nachher auch deinen Berufsweg entscheiden willst, wo so etwas brauchst. Ich finde einfach, der Berufsweg musst du früh. Ich finde das Sehr crazy. früh, Du musst sehr hure früh musst du dich wirklich entscheiden für das. So. Ja. Ich habe Logistiker gelernt, weil ich einfach etwas machen wollte. Und jetzt bin ich Fotograf, Videograf. Ja. Ganz etwas anderes. Ja. Aber das ist Gefühl. schon ein Unterschied. Für mich Gefühl, 70-80% der Leute machen etwas komplett anderes. Ja, als sie ja, in Lehre absolut. machen. Ich habe das Gefühl, jeder, der nicht weiß, was er machen soll, macht einfach mal das KV. Ja. Wenn du nicht weißt, was du machen machst du einfach mal Ja, den das Weg. ist Nicht? So. also Standard. Bist mal im Büro so und willst du aber sagen, ich habe von immer vom KV schon geträumt, weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Wo hast du gesehen? Von dem her, das ist schon nicht, aber ja, es ist schon sehr früh, das ist definitiv so. Stell dir vor, der Maurus, der 16, 14, ich weiß auch nicht, steht jetzt da vor dir und du musst mir jetzt sagen, nimm das auf den Weg, dann bist du dort, also schneller dort, wo du jetzt bist. Was wäre das? Ist schwierig. Es ist nicht so, wenn ich dir jetzt einen Satz oder Ja. einen Spruch sagen kann und das hat mir so und so viel geholfen. Es ist keine magische Formel in dem Fall. Es ist keine magische Formel. Nein, magische Formel ist wirklich schwierig zu sagen. Es sind mehr so viele kleine Sachen, Mhm. wo mir geholfen haben. Zum Beispiel etwas, ich weiß noch ganz genau, wo wir so ein bisschen wie erster Arbeitstag, wo ich mit meinem Bruder war. Und wir sind auseinandergeguckt, sind aufs Bänkchen geguckt und er hat mich so gefragt, ja, wo siehst du dich in 10, 15 Jahren? Hast du gesagt im Podcast von Losing for Randy? Das habe ich auch gesagt, ja. Nein, und nachher, klar, viel überlegen sich so, also ich weiß nicht, vielleicht ist es auch noch für mich, aber ich glaube, wenig Leute stellen sich vor, mit 16, 17, dass du jetzt bis zu deiner Pension voll arbeiten wirst. Oder Der Gedanke ist schon. allein mit dem Gedanken. Nein, ich glaube, das ist von vielen außen der Traum. Dass Oder dass du eigentlich ab einem gewissen... finanziell unabhängig bist ich an will einem gewissen Zeitpunkt. Ich sage ehrlich, ich würde nie jetzt schon komplett aufhören zu arbeiten. Ich könnte das gar nicht. Nein, das Du bist noch Ich zu weiß gar nicht, aktiv, du bist zu was ich mit mir aktiv, selber ja. mache. Ja. Aber eben, dass du halt wirklich, ich sage mal, ab einem gewissen Alter nicht mehr erzwungen arbeiten musst, sondern einfach dein Pensum machen kannst, wo du willst. Mhm. Und das war so ein bisschen so das erste Gesprächsthema, das ich mit ihm aufgegriffen habe. Und, Geht direkt hat er mal- voll deep. Ja, geht direkt voll deep. Voll deep, Ming, ja. Und dann hat er mal so ein bisschen Sachen gezeigt, wie YouTube von Tony Robbins, kennen die sicher. Ja, voll. So Sachen halt ein bisschen. Und Hat sich deine Brüder mit dem viel befasst? ja, sehr viel. Persönlichkeitsentwicklung und alles. Sehr viel, ja. Mhm. Ja. Ah, okay. Also hat auch viele Bücher über das gelesen. Merkst du da, Viel- weißt du, dass es ein paar Jahre älter ist? Ja. Das merkst du in dieser Definitiv. Situation schon. Ja, Ja. noch viele Bücher so ein bisschen über den Menschen selber, wie du so ein bisschen die Gestik verstehst von einem Ja. Menschen. Was halt auch jetzt ein bisschen mehr salesbezogen ist auf Verkaufen, weißt Ja, du. ja.
Aber es hilft dir ja auch sonst im Alltag, weißt du? Ja, auch, definitiv. Auch wie Sicher. mit Menschen umgehst und so, das Sicher. absolut. Und halt auch so ein bisschen der Grunddings für dich selber, dass du glücklich sein kannst. Egal, ob du jetzt deine 5000 netto im Monat verdienst oder deine. Wieso bist eigentlich alles offen? Also, weißt du, ich meine. Dass du trotzdem so ein bisschen verstehst, wie du glücklich sein kannst. Und wie bist du, wenn ich dir voll ehrlich bin, wegen Geld oder wegen dem, was du jetzt machst? Geld ist sicher etwas, wo alle, sehr viel, nicht alles, aber sehr vieles sehr viel einfacher macht. Sehr gut. Definitiv. Das ist so. Es macht Absolut. wirklich vieles viel einfacher. Ja. Ich merke es auch bei mir selber, Geld allein macht dich nicht glücklich. Wenn mal die erste Million verdient hast, willst du mehr, wenn mal deine ersten 10 Millionen verdient hast, willst du mehr. Absolut, es hört nie auf. Ja. Nie auf, ja. Es hört wirklich nie auf. Gegen oben ist wirklich, und wenn du Milliardär bist, glaube ich auch, hört es nicht auf. Du willst trotzdem immer mehr. Deswegen, das Geld allein macht nicht, aber es macht definitiv sehr viele Sachen einfach. Absolut. Wirklich einfach, du Das hast kann, mehr man, das, kann man ja nicht, Freiheiten. das kann man ja auch nicht abstreiten. So. Genau. Das ist so. Es löst Leute, sehr, die viel, sagen, sehr aber viele Leute- Probleme. Genau, auch Leute, die sagen, Geld macht nicht glücklich, man muss nicht aufs Geld schauen. Schau, ich bin ehrlich, Geld macht schon glücklich. Es macht schon, Das- es sicher macht macht schon, das es, sehr es macht glücklich. schon in vielen Aspekten Es glücklich, nimmt- aber es nimmt nicht, wenn du jetzt einsam bist oder so, dann hilft es dir auch Nein, nicht. das ist so klar. Aber Geld, das habe ich mal von so einem Multimillionär gehört, Geld nimmt dir Angst. Ja, Man hat definitiv. sehr Ja. viel weniger Angst. Und Und es wegen gibt dem dir auch traust viel du mehr Freiheit. Genau. Es Sehr fängt viel da, Freiheit, es fängt du da musst mehr Mut. es fängt da oftmals einfach der Schaden auf. Ja. Wenn irgendwo, es ist das Häuschen, wenn irgendwas passiert, Cash regelst du dir relativ viel, so, was das betrifft. Aber ja, würdest du dich als glücklich betiteln? Ja, definitiv. Bist du zufrieden? Ja, definitiv. Wirkst du auf jeden Fall zufrieden? Entspannt. Wirkst du auf jeden Fall entspannt? Bis jetzt mit Abstand noch nie so jemand entspannt im Podcast gehabt wie dich. Das kann man wirklich so sagen, nicht? Bis jetzt. Ja, weißt du, das hat man schon viel gehabt. Also wir 27, bis jetzt nur mit ihm da am Reden gewesen. Ja, ich Stell dir schwöre. vor, wie einsam wir gewesen sind, dass wir Ja. jetzt bis jetzt miteinander allein reden und jetzt haben wir etwas endlich mal geschafft. In der lang gehabt, bis wir jemanden angebracht haben, haben wir gemerkt, du musst einfach jemanden fragen, Ja. wo Bilder hast, wenn wir mal miteinander am Abend weg sind, weißt du, wo so peinliche Bilder hast, wenn du nicht kommst und nicht die veröffentlichen, weißt du nicht mehr. Jetzt kommen noch so Leute rein. Plötzlich kommen Nur wir. Druckmittel. Ich schwöre, plötzlich haben wir Ja. jemanden da. He? Gell? Merkst. Jetzt müssen wir eine Frage stellen. Also, ich habe nächst. Komm, erzähl etwas Spannendes. Was ist dir schon etwas so Komisches, Lustiges oder Interessantes passiert, wo du ein Luxusauto verkauft hast oder in deinem Geschäft? Wo du sagst, den Namen musst du nicht sagen, aber vielleicht etwas. Da gibt es viele Geschichten, die eigentlich nicht an die Öffentlichkeit dürfen. Musst den Namen nicht sagen. Also du kannst auch sagen, wie es passiert ist. Du musst jetzt nicht sagen, dass es JC war. Ich weiß nicht, ob es für Außenstehende lustig ist, ehrlich gesagt. Okay. Also, Also wenn es du hat nicht, sicher viele Situationen gegeben, wo wirklich nicht so einfach waren. Du musst dir vorstellen, wo wir angefangen haben, was haben wir vielleicht? Wir haben vielleicht 5, 6 Autos bei uns im Lager gehabt. Okay. Aber es ist halt, wir haben gegen aussen, wie ihr selber halt auch wisst, ist das Auftreten absolut. Schon die halbe im Miete. Internet etwas vom Wichtigsten. Ja, absolut, Social ja. Media, Internet, all die Show. Sachen. Und dort haben wir halt wirklich für unsere Verhältnisse schon sehr grosses Auftreten gehabt. Und bei unserem zweiten Büro, das wir hatten, haben wir halt, musst du dir vorstellen, wir haben eigentlich wie ein Büro einfach gehabt. Aber nicht so klassische Dings, Autoverkauf. Mit irgendwie Showroom oder noch eine Werkstatt dazu. Wir hatten wirklich einfach ein Büro gehabt. Das war im Freilager damals. Und Weißt du, ob ihr das kennt? Das Auto ist einfach irgendwo in einem Lager. Und die Autos haben wir einfach in der Tiefgarage gehabt. Ja. Und die Tiefgarage war aber nicht nur uns, die war vom ganzen Quartier. Ja. Das heisst, wir haben... Also privat, aha, einfach so. ja, so. eigentlich privat. Es Privat, war eigentlich aber- ein Wohnquartier. Ja, und gewesen, dann einfach dort den Parkplatz Genau, gemietet. und Was du musst dir für vorstellen, Geil, Alter, die nur eine Tiefgarage Legende. hat nicht übertrieben. Ich weiß es nicht mehr genau, aber sicher 600-700 Parkplätze gehabt. Ja. Und wie du dir vorstellen kannst, wir haben dort wirklich mehr Gas gegeben, wie dass wir eine Struktur hatten dafür eigentlich. Ja, halt voll hungrig und Ja, wirklich am Hustlen. ja, Also, weißt du, maximale wirklich am Hustler halt. Genau. Ja. Und ja,
dann hast du teilweise halt Kunden gehabt, die sind erst mal reingekommen, so, oh, wo stehen denn die Autos? Also, weißt du, zuerst mal verschrocken. So, Sie sind open. So quasi haben sie so voll auf gross gemacht, Ja. so im Online-Auftritt und nachher kein genau, Showroom. aber im Verhältnis zum Auftritt eher noch klein. Ja. Legende. Und also nicht übertrieben, du bist zu gewissen Parkplätzen bist 20 Minuten gelaufen. Das Quartier ist so groß, es ist wirklich ein riesiges Du musst Quartier. lang mit dem reden, immer so am Voll. Aber Riesen Smalltalk. Ja, Oh, das sind sicher schlimme 20 Minuten gewesen. Ja, ja. So, weißt du, die ersten Ja, ja. 2 Minuten laufen und noch irgendwann wird er ja nervös. Irgendwann, oh, Ja. Habibi, willst du mich da überfallen? Oder? Ja, was? und dann laufst du zuerst mal in die Tiefgarage, kommst im Quartier wieder raus, dann gehst du durch ein Restaurant und dann kommst du bei der anderen Tiefgarage runter. Wirklich unangenehm. Du musst dir vorstellen, für mich, ich bin dort noch nicht irgendwie 5 Jahre im Verkauf gewesen. Ich habe dort 1 Jahr ein Verkauf gemacht, aber für einen Verkäufer auch noch sehr jung, vor allem für Luxusklasse. Ich meine, ich bin dort, keine Ahnung, was bin ich, 21 gewesen. Ja. Das heisst, sie sind sowieso schon mal ein bisschen skeptisch gewesen. Wie alt bist du jetzt? So für die, die 27. 27. Also Sieht man immer, vorstellen- siehst immer noch aus fit wie 21. Das ist wegen dem frischen Arsch nicht. merkst du, ich bin Prozent von den Autos. Nein, man muss sich vorstellen, das sind Leute reingekommen, sowieso so, schon skeptisch. Ja. Einerseits, wir haben halt schon dort eher Luxussegment gemacht, Porsche. Das heisst, es sind schon eher meistens community Leute gewesen. Ja. Und ja, und dann noch mega junge Verkäufer, ein bisschen komisch, kein Showroom, keine Werkstatt. Egal, bist mit denen angelaufen, laufst 20 Minuten und wenn es dann wirklich blöd gegangen ist, hast du das Auto noch online gehabt und du hast es gar nicht mehr. Das heisst, du bist 20 Minuten dort angelaufen und dann kannst du dir irgendeine Geschichte müssen überlegen, warum das Auto nicht. Scheiße. Das sind so... Probefahrt am machen. Ja, voll. Dann lernst du plötzlich Sind 3 spontan. Stunden. Vertickst einfach irgendein Auto vor allem, wo das Auto steht. Ja, ja. Fragst du irgendeinen, hey, schau, der ist im 3. Stock. Nein, das sind Okay. das war noch ein bisschen unangenehme Situationen. Und Und ihr, dann aber nachher kannst du darüber lachen. also jetzt haben wir irgendwie maximal professionell, haben wir den Namen überhaupt gesagt von der Firma? Autowelt Schweiz. Haben wir das schon? Ja. Hast du mal Nein, ich erwähnt? glaube noch nicht. Auf jeden Fall, in dem Fall von Autowelt Du musst Schweiz. Bis jetzt am Anfang halbe Stunde am Reden, noch nicht mal den Namen gesagt. Die sind so im Titel. Ja, ja gut, das stimmt. Ja. Ihr habt ja bei einem mega öffentlichen, sehr starken Auftritt, wie ich das als nicht gross in der Szene bekannt, das kann beurteilen. Wir sind ja mega umeinander, was das betrifft, sind gross und machen geile Videos und es sieht alles nice aus. Ist das, weil ich kenne dich ja persönlich, ist ja, du bist jetzt nicht so, dass du privat auch oder so extrovertiert bist diesbezüglich. Ja. Ist das irgendwie am Anfang speziell gewesen für dich? Weißt du, dass das so gross ist und so fame in dem Sinn und du selber bist eigentlich nicht jetzt gerade die extrovertierteste Person, wenn man das so sagen darf. Ja, definitiv. Nein, ich bin Also weißt du, was ich eher meine? sehr introvertiert. Also ich bin auch sonst eine ruhige Person. Wenn du meine Frau fragen würdest, würde ich dir sagen, ich bin sehr ruhig, ich rede sehr wenig. Also allgemein, schon nur der Beruf an sich ist für mich eine grosse Umstellung, und ich musste viel dazu lernen, weil, wie du mich selber auch kennst, ich bin wirklich introvertiert und was sicher nicht ein Pluspunkt ist als Verkäufer, dass du als Person eher introvertiert bist. Also zu dem sicher, ja, es ist sicher für mich ein Lernen auch gewesen. Der Beruf an sich als Verkäufer und auch die Firma an sich. Aber ich denke auch, das ist etwas, viel denken von der Person, du musst etwas finden, wo zu dir als Person anpasst. Ja. Ist sicher von Vorteil, ist sicher nicht negativ, aber ich denke, du kannst auch viel Sachen dir aneignen, die du lernen kannst. Ja, absolut. Vor allem in einem jungen Alter. Ja, Ich sage ja, mal, wenn safe, eine Person Anfang 30, Mitte 30 ist, so Charaktereigenschaften ändern sich eigentlich dann nicht mehr bei einem Menschen. Aber Voll. desto jünger, desto mehr ist eben noch ein bisschen formbar. Voll. Weil das ist aber auch etwas, das ist auch etwas, warum ich dich unbedingt wollte, von das Format mal hier anholen. Weil es halt interessant ist. Weißt, meistens hast du Leute, die so in so Verkaufspositionen sind, weißt, so voll viel verticken oder mit irgendwelchen Autos oder Versicherungen, was auch immer verkaufen, die extrovertiert sind, weißt, die voll immer am Reden sind, die voll aktiv sind, was das betrifft. Und du machst halt auf eine andere Art. Weißt, du hast halt, wenn du jetzt etwas verkaufst, wenn du ein Auto verkaufst oder was auch immer, du machst das auf eine andere Art, wie jemand, der extrem extrovertiert ist. Darum, das ist schon, da hast du ja auch schon mitbekommen, weißt, das merkst du relativ schnell bei jemandem. Ja. Darum ist es halt interessant, dass man dann trotzdem kann so erfolgreich sein kann. Das finde ich auch spannend, weißt, für jemanden, der jetzt zulässt oder der das sieht oder wo dich kennt für den Werdegang. Das verdient maximalen Respekt, absolut. Ja, danke. Respekt. Tust du dich auch mit Persönlichkeitsentwicklung jetzt
befassen, weil das deine Brüder schon gemacht hat. Ja, also allgemeine Entwicklung. Ich denke für einen Menschen, vor allem auch für einen Mann, jetzt nicht nur Persönlichkeit, auch körperlich, auch geistig, dass du dich weiterentwickelst, ist etwas vom Wichtigsten. Ja, voll. Also für mich ist etwas vom Geilsten. Ich muss einmal mit Kollegen irgendwie ausgehen oder so. Für mich, ich habe fast mehr Spaß, wenn ich mit Kollegen, keine Ahnung, Fußball spielen kann, wenn ich mit Kollegen sonst irgendeinen Sport mache, ins Gym, sonst einfach allgemein, was ich mich körperlich, geistig weiterentwickeln, ist etwas, wo ich wirklich Spaß daran, was ich geil finde. Und das ist auch etwas, was mich wirklich langfristig glücklich macht. Mhm. Boah, schöner Satz. Mhm. Das ist auch, weil, schlussendlich, das ist auch etwas, wo wir uns das, was wir jetzt gerne den Leuten Ja, mitgeben, was das absolut. betrifft. Weißt, das ist auch, wo wir uns gefragt haben, was wir mit dem genau erreichen mit dem Podcast-Ding, was wir genau machen möchten mit dem. Am Anfang war es so ein bisschen, ja, sollen wir jetzt einfach ein bisschen Scheiße Ja, machen, voll. dies, das und so. Aber das ist auch nicht das, weißt, was du langfristig dann so machen kannst, wo dich dann innerlich befriedigt diesbezüglich. Dann ist genau auch mit dem Thema gewesen, weißt, dass du etwas kannst daraus mitnehmen kannst, dass wenn jemand uns zulässt, nicht einfach nur lachen kann. Oder ich hoffe, das ein oder andere schmunzelt, wenn wir schon auf die Lippen zaubern. Wäre schon schön. Aber auch so ein bisschen, dass man sich mit sich selber befasst, mit Erfolg, mit Mindset, mit Hustle. so. Das ist eigentlich genau das, was du jetzt gesagt hast. Das ist eigentlich wunderbar, als ob man das Skript geschrieben hätte für die erste Episode. Eigentlich könnte man das ins Intro reinnehmen. Nicht? Ja, voll. Erzähl, mich würde jetzt etwas interessieren, was vielleicht die Leute könnte auch interessieren. Ist mal eine, like 50 Cent Style, Get Rich. Wie heißt Get Rich or Die Trying. Ja, hast du den Film gesehen, wo der 50 reingeht und Geld rührt und sagt, ich will das Auto? Ja. Ist das selber mal bei euch passiert? Ja, so in dem Style schon nicht gerade, aber es gibt schon viele Leute, die, ich sage mal, entscheidungsfreudig sind. Schon. Also wo sich auch direkt vor Ort entscheiden, das Auto zu kaufen. Also Und rührt es dir der Scheck oder zahlt jetzt gerade so mit der Kreditkarte oder wie? Kreditkarte weniger, aber das Zahlen die Rechnung am gleichen Tag zahlen die Leute mit Kreditkarte Ja. so ein Auto? Wenn, wie Haben wir glaube ich noch nie gehabt. Amex. Das wäre schon crazy, man. Kannst du nicht mit dem Ja, es gibt zahlen? schon. Kannst du Schon nicht mit zahlen? Amex. Es gibt schon, aber ich habe das jetzt noch nie. Ich weiß nicht, wie Aber wie deine Aufträge Bro, da in kassiert den Filmen siehst du den anderen, der 50 rührt im Geld, so, das ist jetzt mein Auto. Ja, darum ist eben ein Das kann auch bei Film. der Autowelt passieren, weißt du? Hat Style Ja, gehabt. nein, das nicht. Also wir haben auch schon Bargeldgeschäfte gehabt, aber nicht so in dem Style, dass einfach ein Geldsack gerührt haben. Ist noch kein Scheich gekommen, schade. Doch, Scheich sind schon gekommen, das schon. Aber Gut. die zahlen auch mit Überweisung. Sogar das. Voll nicht oldschool, man. Hure modern, man. Voll schade. Ja. Voll schade. Ist das, aber haben da irgendwelche Leute, wo die Autos gar nicht anschauen? Weißt du, du sagst irgendwelche Scheichen, die einfach telefonisch das Zeugs abklären? Ja, ich sage mal so, jetzt spezifisch auf Scheich bezogen, die schickt dann meistens schon irgendein per Angestellte schnell vorbei. Ja. Schon. Angestellte oder jemand aus der Familie, wo das Auto schnell anschaut und alles. Und Wir haben ja alle eure Autos sind hier in Zürich, oder? Ja. Sind nirgends irgendwo Nein, links, rechts, oder? nein, das nicht. Also klar, wir haben auch im Netzwerk, im Kundennetzwerk Leute, wo wir die Autos verkaufen, aber unsere Autos spezifisch sind in Zürich. Und wie machen das so mit, wenn du so sagst, machst auch Einkaufsthemen? Ja. Du gehst da direkt auf die Hersteller oder gehst effektiv so voll online suchen? Ist, Wie findet so ist Bestand? nicht ganz einfach. Weißt, wir machen ja auch viel Neuwagenhandel. Ja. Und musst dir vorstellen, Hersteller direkt dürfen ja nicht an einen Autohändler verkaufen. Also sprich, wenn du einen Neuwagen bei Porsche kaufst, darfst du natürlich nicht, hey, wir sind Autowelt Schweiz, kannst du uns mal 10 Porsche 911 geben zu günstigeren Preisen, wie sie als Kunde verkaufen würdest. Und dann, ja, wo holst du es denn? Schwierig. Aber es ist ein bisschen ein grösseres Konstrukt aus Firma, aber ich denke, das ist nicht so gut das Thema für Podcast. Okay. Es ist ein bisschen zu tiefe Einblick in die Firmenstrukturen. Okay, gut, sehe ich, sorry. Thema Scheich. Das interessiert mich gar nicht. Thema Dubai. Thema dort. Firma kopieren. Ja, nein. Was machen die mit den Autos, wenn sie die da kaufen? Behalten sie da in der Schweiz oder nehmen sie die wieder an? Es gibt schon auch Leute vom Ausland. Es gibt viele grosse Sammlungen, die in der Schweiz sind. Schon. Ja, aber jetzt mir spezifisch die nicht, oder
oder nur nicht, wir machen nicht irgendwie so ein Carhotel etwas mäßig, okay. dass wir die Autos lagern für die. Jetzt zum Beispiel das Auto spezifisch wäre eigentlich nach Katar, aber der Kunde hat es in LA haben. Brutal. Ja. Crazy, man. Riesen Ding. Ich gehe auch in 15 Tage in LA, vielleicht sehe ich das Auto. Vielleicht siehst du es ja. Was ist... Vielleicht geht er weg dem auf LA. Ja, Das Auto voll. holen. Vielleicht bin ich das, was ich kaufe. Vielleicht habe ich mir einen Cousin geschickt. Was ist das teuerste Auto, wo ihr jemals verkauft habt? Aktuell noch. Kannst du einen näher an Miki? Aktuell noch ca. 3,5 Millionen. 3,5 Millionen. Ja. Minga, was war das für ein Auto? Ein Aston Martin Valkyrie. Minga, muss ich noch ein dezent mal Haben wir aber auch schon den dritten jetzt verkauft. Schon? 3-mal so teilen, Minga. Ja. Riesen Teil, mir. 3,5 Millionen das Auto kaufen. Für das Auto, shit. Ja, gut, das ist dann meistens nicht Kunden, weißt, wo ein paar Millionen auf dem Konto hast. Das Ja. sind meistens Leute, die ein Nettovermögen haben von 500 Millionen plus. Also weißt, wenn du 10 Millionen hast, kaufst du eigentlich nicht das Auto für 3 Millionen. Das ist wirklich sehr crazy. Aber Es gibt überall wilde Leute. Ja? Krasses Shit. Und jetzt so, also wie du vorhin schon gesagt hast, eigentlich so vom Wachstum her ist das so ein bisschen das, wo das erreicht, wo er jetzt so ein bisschen von der Größe her. ja, also wo von wir zufrieden sind. der Größe her, wenn man eigentlich auch nicht grösser gehen. Also so wie es jetzt ist eigentlich super. Ist gut. Auch vom Standort her sind zufrieden, es läuft. Die sind, Ja, für den Moment her sicher. Es ist halt auch, du merkst schon extrem, was deine Fixkosten monatlich angeht. Desto grösser du gehst, desto steigt grösser Apparat hast du jeden Monat zum Bewegen. Das ist natürlich, wenn du klein bist, ich meine, so überschaubar gewesen, unsere Fixkosten, wo wir irgendwie noch das dritte, das vierte in der Firma waren, sind im Vergleich jetzt, wo wir 12 Leute sind, grösserer Standort, ist natürlich schon etwas ganz anderes. Kann man so sagen, wie viele Autos im Bestand haben? Aha. Im Normalfall unser eigener Bestand ca. 40 bis 50 Autos. Da ist viel Zaster, wo du musst fließt jeden Monat. Ja, ist auch schon etwas, wo bis heute noch schwierig ist. Wir haben nie irgendwie Investoren von außen. Klar, wir arbeiten mit Banken zusammen, was die Finanzierung von Autos angeht. Wir haben nie irgendwie einen grossen Investor dahinter gehabt, der gesagt hat, schau da, 50 Millionen, fangen wir mal das Geschäft an. Wir haben wirklich alles selber aufgebaut. Das ist vor allem am Anfang. Alles. Ja. Crazy, man. Ja, das war wirklich am Anfang sehr schwierig gewesen. Ist jetzt auch wieder schwieriger, wo wir angefangen haben mit wirklich so Hypercars, eben wie der Valkyrie gesagt haben, was wir jetzt circa seit 1,5 Jahren machen. Auch wieder ein schwieriges Thema geworden, aber ja, ist etwas, was man halt bewältigen muss. Yeah. Gibt es noch andere Luxus, also wie Autowelt, gibt es noch andere Firmen, wo ich weiß das gar nicht. Es gibt schon ein paar in der Schweiz. Schon, es gibt ein paar in der Schweiz, die es so machen. Ja. Aber die sind kleiner. Sie können dir sagen, ihr seid Nicht die größte. spezifisch kleiner, nein, es gibt schon auch größere sogar. Schon? Es gibt schon auch größere, aber Die haben gut Marketing gemacht. Zum Beispiel, wo er mir gesagt hat, wegen Autowelt, ich habe gerade gewusst. ja. Ja, ich denke, es ist etwas, wo wir einer der ersten ist immer ein grosses Wort, aber ich würde schon sagen, wir sind einer der ersten in der Schweiz, die wirklich sehr grossen Wert auf Social Media, auf unser Online-Auftreten angeht, geschaut haben. Auch wenn es vergleicht so ein bisschen von den Followern her mit anderen Konkurrenten, sage ich jetzt mal, die ähnliche Sachen machen wie wir, die dort schon nochmal deutlich kleinere Reichweite haben wie wir aktuell. Ja, aber das ist das, was ich dir vorher auch darauf angesprochen habe. Ich finde, das ist schon einen riesen Auftritt. Ja. Also vom Auftritt her, ist wild. Ist wie eine wunderschöne Autodokumentation auf YouTube. Wenn die Videos anschaust, Ja, das der ist doch Post ist top. Super. maximal professionell. Das ist wirklich Nein, ist auch interessant. Ist man sich selber auch manchmal nicht so bewusst. Da sind wir zum Beispiel im Sommer in Saint-Tropez gewesen. Nachher, ich weiß gar nicht, wo wir waren, welcher Club es war. Aber sind wir am Tisch gewesen, mit der Frau ein bisschen gemütlich Party am machen. Und nachher ein bisschen mit den Leuten nebendran am reden. Ist so ein Russ gewesen, ich weiß gar nicht mehr, wie er heisst. Und nachher redest du auch schnell mal so ein bisschen, was ist dein Business, was machst du geschäftlich. Und dann haben wir auch ein Insta gezeigt und
der hat auch die Zeitung gekannt und hat sogar gesehen, dass ein Kollege von ihm von Russland folgt. Ja, Und dann merkst du schon eindrücklich, was für Reichweite du erreicht hast. Wenn Leute, die wirklich du selber nicht einmal wahrnimmst oder nicht kennst, nichts damit zu tun hast, komplett anderer Teil vom Kontinent. Und trotzdem connected irgendwie. Schon viel mit den sozialen Medien. Ja. Noch schnell eine andere Frage. Vielleicht kannst du sagen, ich weiß es nicht. Was ist die berühmteste Person, die bei euch ein Auto gekauft hat? Wow. Schwierig zu Wo sagen. öffentlich gekommen ist oder nicht öffentlich? Die berühmteste Person, so in der Schweiz selber, ziemlich sicher der Ozan Yildirim. Der Uzi, der Ja, genau, Beats Uzi. macht für den Drake. Total. Ja. Ja, dann macht er für Travis Scott. Ja, ich hätte, Willi. das ist jetzt gerade der erste, wo man Sinn kostet. Ja, aber ja. Aber brutal. Ja, da habe ich gesehen. Schweizweit sicher die berühmteste Person, ja. Von uns im Kundenstamm. Okay. Wohnt ihr immer noch? Egal, irrelevant. Anderes Thema. Ja. Und die unberühmteste Person? Einfach ich. Nein, crazy man, geil. Und wenn hat das so angefangen mit so öffentlich bekannteren Personen? Gut, bei mir spezifisch jetzt halt, ich bin mit ihm in die Oberstufe Kann man sagen, gegangen. ihr kennt euch ja schon ein bisschen. Also Ja, schon ein bisschen, und nachher kennt durch euch. einen... Hast du ihm Rabatt gegeben? Ja, guter Rabatt. Nein, dann durch einen guten Kollegen von mir, also einer von den engsten Kollegen, ist immer noch, also damals jetzt nicht mehr, hat immer noch im gleichen Dorf hier gelebt. Und dann hat er halt so ein bisschen connected wieder zwischen allen drei. Und dann haben wir halt so das erste Geschäft mal gemacht und dann halt wieder so ein bisschen längerfristige Beziehung aufgebaut miteinander. Ja. Darf ich noch eine Frage stellen? Wie gestaltest du deinen Alltag? Kannst du mir vielleicht, weißt du, Leute wollen das wissen, weil ihr seid erfolgreich, ihr habt Erfolg gehabt. Und vielen Leuten interessiert es auch, wie zum Beispiel einer seinen Alltag gestaltet. Ja. Wenn er aufsteht, was er macht, sportmäßig. Erzähl mal so vielleicht. Also bist du auch jeden Tag am Also ich sage mal so, Büro. ich Arbeiten, hätte jeden noch Tag im Büro? grosses Optimierungspotenzial, vor allem was den Morgen angeht. Ich bin jemand, der wirklich gerne lang schläft. Also ich bin dafür auch immer lang wach, aber ich Bist du Sag auch mal. eher am Abend produktiv? Ich bin voll so eine Nacht. Ja. Weißt du, ich bin Ja, eher am ja, Abend nein, bei mir produktiv. extrem. Also ich Schau- arbeite meistens so bis am 8 Uhr am Abend. So Ja, eine ja. ganz kurze Anekdote zu dem. Ich kenne, glaube keinen Mensch, oder ich habe niemanden im Militär so kennengelernt, der so intensiv viel im Bett gelegen ist. Wie ich schwöre, ich kenne, glaube niemanden, der so viel. Wenn mich gesucht hast, ich bin irgendwo weg gewesen. Wenn ihn gesucht hast, ist einfach immer am Schlafen gewesen. Einfach immer am Pennen gewesen. Gut, im Militär kannst du auch nicht gross etwas anderes machen, wenn wir ehrlich miteinander sind. Ja. Entweder bist du am Rauchen oder bist du am Schlafen. Das sind die zwei Optionen, die du hast. Bist du so am Rauchen, am Schlafen oder bist weg. Bist irgendwo nicht auffindbar, unauffindbar. Aber sorry, ich hätte dich nicht Was unterbrechen. bei dir der Fall war, weißt du. Irrelevant. Wir reden über deine Militärzeit. Nein, ich sage mal so, ich stehe meistens so auf die 8 Uhr auf. Ich esse eigentlich nie zum Morgen. Nachher 10 Uhr fangen wir an zu arbeiten, also ist auch offiziell bei uns Öffnungszeit, so vom 10 Jahr. Und was sich sicher sehr stark geändert hat zu den vorherigen Jahren, weil ich einfach gemerkt habe, ich habe so ein bisschen zu wenig... was ist das? Ist aber geht. Das Das sieht man nicht im Video. Ich habe einfach wirklich gemerkt, ich habe mich ein bisschen zu sehr ins Arbeiten vertieft. Weißt, ich arbeite auch jetzt noch immer 6 Tage in der Woche. Also immer Montag bis Samstag. Aber ich habe so, kennst du, wenn du wirklich dich selber vernachlässigst, du nimmst dir keine Zeit mehr für dich selber, egal ob es so in Bezug auf Sport ist oder in Bezug einfach, dass du mal Zeit für dich. einfach Zeit für dich wirklich. Ja. Nicht Zeit mit der Frau, nicht Zeit mit deinen Kollegen, wirklich einfach Zeit für dich selber. Die klassische Me-Time. Ja, genau. Ja. Die klassische Mitte. Nein, und das habe ich jetzt sicher in den letzten 1,5 Jahren sehr stark geändert. Wir haben jetzt auch ein eigenes Gym bei uns im Büro, was sicher super ist. Also ich probiere es sicher 4 bis 5 Mal in der Woche ins Gym gehen. Das mache ich meistens so vor dem oder nach dem Mittagessen. Ist das so die erste Mahlzeit am Tag? Mittagessen bei dir? Ja. Also Mittagessen. Meine Mutter kocht eben für uns. Immer so 12:30, 1 essen wir dann zum Mittag. So als ganze Mannschaft, das ganze Team vom... Ja, genau. Vom Das ganze Team Schon geil. im Büro. Weißt du, sogar jeden Mittag eigentlich so Teamessen. Ja, nein, ist gut. Ein familiäres Konstrukt.
Sehr, sehr. Merkst du, der junge Mann ist mit der Großfamilie aufgewachsen. Das ist, Und ich denke, es ist auch gut für das Zwischenmenschliche im Team untereinander. ja, definitiv. Ja. Dann hast du trotzdem auch so ein bisschen die paar Minuten, wo miteinander redest, wo nicht nur geschäftlich ist, wie wenn jetzt einfach der eine den ganzen Tag schnell in den Coop etwas zu essen holen, der andere geht ins Resti. Macht er das schon immer? Ja. Schon? Ja, das haben wir immer so in der Firma eigentlich. Gut, das merkst du 100%. Ja. Weißt du, von der... Das fühlt sich wohl. Oh ja, Ja. das ist sicher ein Ja, schöner und hat Zusammenhang jeder vom- gut gegessen. Mhm. Ist Wenn du mit dem schon, Chef kannst essen, weißt du, ich meine. Mhm. ja. Ja, eben genau, also das Zwischenmenschliche ist nicht so, der Chef geht da ins Restaurant Genau. für einen Lappen zum Mittagessen und die anderen gehen im Coop ein Sandwich holen. Meinst du, ist das auch so ein bisschen bei euch, also das, wieso sich alle bei euch so ein bisschen wohlfühlen, so vom Team her? Weißt du, Ja, oder ist so voll, vielleicht ein Mitgrund. voll so hierarchisch, so der Chef sitzen und alle anderen. Also, Ja, gut, mein Bruder ist halt auch jung, ich sage jetzt einmal. Ich meine, er ist jetzt auch Mitte 30 immer noch. Was ich denke, ist auch eher jung im Verhältnis. ja. Und er ist auch sonst, wie soll ich sagen, geschäftlich nicht immer der einfachste, aber was zwischenmenschlich angeht, im Privaten eine sehr einfache Person. Ja, dann sonst mit Kollegen am Abend gehen wir manchmal paddeln. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja. Paddeltennis. Ja, genau. Ist auch mir so ein bisschen etwas Fun einfach. Und dann mache ich so 2-3 Mal in der Woche noch Jiu-Jitsu. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, darum haben wir den Sicherheitsabstand. Eigentlich immer, wenn das neben uns hockst. Deswegen aber, die andere Tischseite. ja, auf der anderen Tischseite. Oh, du kommst von hinten führen, wirfst den Elefant so ins Führen. Voll Paranoia am Schluss. Machst du das professionell oder für dich selber? Oder wie? Ja, ich habe angefangen vor 1,5 Jahren mit einem Kollegen. Nachher habe ich wieder aufgehört. Aus blöden Gründen. Und nachher aber jetzt seit 2 Monaten eigentlich wieder dran. Ja, ist schon etwas Geiles. So ein bisschen das Mentale auch, sehr mentaler Sport. Und, Erste Mal, wo du Kampfsport machst? nein, ich bin auch schon ins Boxen gegangen, aber das ist lange zurück. Dann, was ist das? Bin ich vielleicht 14 gewesen. Okay. Ah, ich denke, jetzt hast du Ausgangszeiten von dem Jade oder so. Weißt du? nein, das bin ich nie gewesen. So ein länger Typ gar nicht. Ja. Yes. Das ist so der. Wunderschön, ich würde sagen, das ist kein schlechter Anfang. Voll. Und noch ein bisschen, so ein bisschen zu den Daily Habits hast du mich ja gefragt. Ja. Was ich eigentlich immer mache, ich weiß nicht, ist, der Bruder hat mit dem angefangen und ich habe ihm irgendwie das gefolgt und für mich funktioniert recht gut, ist Intervallfasten. Nicht einmal spezifisch, weil ich Das abnehmen will. Intervallfasten. Die 6-8, oder wie machst du das? Genau, also ich fange einfach immer so um 12 Uhr an essen und höre um 8 Uhr, 9 Uhr Abend auf. Und wie lange machst du das schon? Sorry, du meinst Intervall. Essen? Ja, Intervallfasten mit Essen, ja. Ja. Fasten? Weißt du, anstatt dass du fastest irgendwie eine Woche lang Ja. und du tust einfach täglich dein Zeitfenster begrenzen, wo du isst. Aha. Du sagst, 16 Stunden ist nicht 8 Stunden ist. Dann ist es zum Beispiel vom 8 Uhr morgen bis um 4 Uhr. Egal wie du es machst, aufteilst. Einfach immer jeden Tag genau gleich. Ah, okay. Ja. Und was bringt das? Also Viele Sachen. Ja. Sachen. Für die meisten denke ich, Das ist ist es mehr vor allem einfach Energie. wegen Gewichtskontrolle. okay. Ja. Aber es sind ein paar Sachen. Der Bruder tut teilweise auch, keine Ahnung, mal 3-4 Tage hintereinander fasten. Einfach so ein bisschen die Health Benefits, die Regeneration und so Sachen. Die Tiefe kann ich so jetzt nicht erklären, weil ich es selber nicht gut weiß. Okay. Aber Mein Vater macht das auch. ja. Das kann ich auch schon länger. Ja. Das ist so ein bisschen zum Tagesablauf. Top, top. Das, Ja, so, du. das so ein bisschen zum Maurus Peter. Ja. Ach, Peter. Ey, nein, also. Was denkst Ich würd sagen, dass haben wir vielleicht noch eine funny Anekdote zum Abschluss, zum irgendetwas. du? Voll. Nein, Zum- ich würd schon noch gerne so eine lustige Geschichte von dir im Zusammenhang mit dem Business. Hast du nicht so eine lustige So Geschichte? eine, die noch wo, rauskratzen. ja. Es gibt viel. Eigentlich. Eine, wo Wo überwältigend ist, wo das letzte Mal wieder mal denkt, ist, der crazy. Wilde, was für ein Business das sich bewegt. Ich muss mich ein bisschen vorsichtig sein. Firmen-Image-Schädigung. aber, Erst 20 Ich Minuten. bin mir gerade überlegen, Geschichten, wo beide Kritik erfüllt. Aber es ist noch schwierig. Wo beide Parteien zufriedenstellen. Ja, wo beide Wo Parteien. die ekelhaften Fragen vom Luz und das Firmenimage nicht schädigt. Das ist noch schwierig. Das ist noch schwierig.
Ich muss mir wirklich etwas überlegen. Ist ganz einfach. Überleg dir, ich hätte noch schon etwas anderes. Die Geschichte mit dem Uber. Ist das mit Mit dem passiert? Weißt du, welche das meint? Ah, Bro, wo wir. Wie lange ist das jetzt schon her? Ich würde sagen, vielleicht ein Jahr. ja. Nicht ganz ein Jahr, wo wir mit unseren Army Guys, wo wir auf Zürich West sind, zu dem Spanier, noch sind wir ja ein bisschen weitergegangen und so, Eis Gune und so, dies, das. Eis Gune ist ja die klassische Betitelung für mehr als Eis Gune, oder? Ja. Und nachher, sind wir irgendwann gegangen, wir sind Eis trinken, dies, das, und nachher ich würde sagen, 12 oder so, Eis, heimgegangen. Ja, easy. Und nachher, ich im Zug, ich bin schon im Zug, ich schreibe einer Frau, ich sehe halbe zwei Zug, ich bin schon im Zug gesessen, ich kann schon wieder heimfahren. Schreibt er mir, Bro, das Bro hat bei mir schon demonstriert, das ist ein wildes Bro, weißt du, ja. Kennst du das? Ich so, ja. Er so, ja, ey, komm weiter, geh mal Langstrasse. Und ich so, Bro, ich sitze schon im Zug. Ist nicht einmal eine Ausrede gewesen, ich bin schon im Zug gesessen. Also ich bin schon mit dem Uber auf dem Weg an HB. Ja. Und ich so, ja, Bro, wenn du schon auf dem Weg an HB bist, war ich noch nice, weil ich habe Uber schon bestellt dort an. Ich so, ja gut, jetzt kann ich ja nicht mehr gut nice, ich weiß nicht mehr, wenn ich schon mit dem Uber dort an, wo du schon dort anfährst. Ich komme dort an, dort vorne, wo, bei dem Zebrastreifen, wo früher beim Ostsport oder beim Mac, oder? Oder auch nach Schuss. Ich dort am Warten, dann komme ich so, Uber ist da, Auto ist da. Ich sehe nur Uberfahrer ganz allein. Und ich so, Bro, du bist nicht da. Also nein, ich bin nicht da, ich habe nur Uber geschickt, um dich zu holen, zum Weitergehen. Ich so, wer, Alter, hast du mir das gesagt? Wäre ich nicht gekommen, Alter, weißt du nicht mehr? Ja. Ich so, verarsch mich nicht, Alter. Er hat einfach den Uber geschickt, um mich zu holen. Du bist auch nie gelaufen, Alter. Was du mit mir gemacht hast jetzt gerade. Und dann irgendwann, keine Ahnung, wenn wir heim sind, kein Akku mehr gehabt, so der Film, irgendwann, wow. Schlimmer Film gewesen. Ich weiß gar nicht mehr, bist du vor mir heimgegangen oder sind wir zusammengegangen? Also, wo ich auf der Zug bin? Ja, wo wir heim sind. Ja, wo wir auf der Zug bin, sind wir ich sagen, ungefähr, ich glaube, verloren und dann beide gegangen. So, ich bin gerade irgendwo da. So ein Standardszenario, wenn 7 Uhr am Morgen ist. Ja, genau. Und dann irgendwie keine Ahnung. Du hast mir nachher wieder einen Uber bestellt zum Heimgehen. Nochmal vielen Dank für den. Der Gnädige. Der Gnädige, wenn du mich schon auseinandergenommen hast, dass mich dann auch noch sicher heimbringst, wäre der Film. Voll, das ist die Uber-Szene, ist mit ihm gewesen. Du bist der Uber-Boy für mich. Ja. Der Uber-Boy. Ja, unsere Uberrechnung ist Jetzt. da hoch jeden Monat im Geschäft. Es ist nur Uber. Wie geht das, dass du eher 1000 Autos, 50 Autos oder 40 Autos sind und ihr zahlt Ubers? Wie geht das? Daraus gelernt, aus Prüfung abgeben. Das ist, ja, hast du mal eine Prüfung abgegeben, oder? Ja. Leider auch langsam wegen betrunken gefahren. Jung, dumm. Ja. Und jetzt älter, intelligenter mit Uber. Ja, voll mit Uber. Besser mit Zahlen. Uber, ja. Ist egal, ob 1000, 2000 Stutz im Monat. Ja. Besser so. Besser Ja, so sicher, drum- safe. Ja. Nein, wirklich, tue ich jedem ans Herz legen, rufst lieber einen Uber. Ja. Uber, Absolut. Taxi, laufen, nehmen das, wenn es gitzig sind für die 30 Stutz mehr, wo der Uber kostet als ÖV, dann laufen 10 Minuten an den Bahnhof. Ja. Oder So viele Kollegen, so viele Leute, die ich kenne, die so bereuen. Ja. Das ist schon ein riesen Thema, weißt du, betrunken. Ich kenne so viele Leute, die wirklich. Immer besoffen. Weißt du, wenn du jetzt so immer sagst, du trinkst so Eis, Bier und so. Ja, und das du ist etwas fährst. anderes. Aber ich kenne Leute, die wirklich Amigo, das- immer voll drauf fahren. Voll, Immer dann denke als ich einmal so, Standard. Alter, weißt du, wo das immer wie. Und dann, wo das noch brauchen für den Alltag, weißt du, wo der Job irgendwie das Auto brauchen, dann denke ich einmal, Alter, Amigo, wie. Ja. Du lebst schon kritisch, wie das so handelt. Das Problem ist, es kann auch sein, weißt, vielleicht fahrst du 5, 10 Jahre immer im Besoffen, es passiert nichts, du bist nie rausgenommen, alles gut, Ja. tipptopp. Und nachher beim 130. Mal ficken sie sich. Absolut. Und das ist Drum, ich würde sagen, die Message, don't drink and drive. absolut. Die finale Abschlussmessage. Genau. Don't drink and drive. Absolut, wir wollen ja Vorbildsfunktion rein, oder? Ja, das ist so. Also Drogen sind auch keine Ausnahme. Don't drug and drive, don't drink and drive. Voll. Ja, ich würde sagen, das sind die. Das wär's eigentlich gewesen, langsam, nicht? Ich würde sagen, dass ein grosses Dankeschön. Ja, voll. Danke vielmals. Vielen Dank, dass Danke du dir die euch, Zeit genommen hat hast. Spaß gemacht. Hat Das definitiv. hast du mir verdient. Wir haben viele von diesen Knöpfen noch nie benutzt. Wir haben von lustig. Das ist noch geil.
And his name is John C. Wir sind voll vorbereitet. Wir danken dir vielmals, dass du die Zeit genommen hast. Dass du so sanft mit uns umgegangen bist. Genau. Danke dir vielmals. Und ja, wir sehen das sowieso irgendwann wieder mal. Gehen wir wieder mal miteinander Gas. Für den zweiten Teil überlege ich mir noch eine lustige Geschichte. Ja, voll, der bin ich. Voll. Leute, danke vielmals, danke dass ihr da reingelassen habt. Voll, danke vielmals fürs Zuhören, für eure Aufmerksamkeit. Und, macht ja. keinen Scheiß. Bis zum nächsten Mal, würde ich Küsse sagen, bei oder? jedem. Ciao zusammen. That was Lucy. Wiederhören miteinander. Ciao. Yeah! Zusammen. Yes, baby. Maulus ist am Stress, weil er muss gehen. Wir lassen nicht gehen, yeah. Yeah, Wir lassen nicht gehen, yeah. Thank you Yes, so baby. much. Ciao zusammen, danke vielmals. Ciao, ciao. Talk it like Lucy D.